Merci, Herr Präsident. Den Außenminister hat gestern signaliert mit der Beschreibung von den deichteren Zeiten an einer immer mehr, Zitat, chaotischer Welt angefangen und abgehalten hätten, konsequenterweise mit einem Zitat von Franz Kafka. Den hat abgezählt die negativen Entwicklungen, internationale Konflikte, aber auch die Herausforderungen beschrieben. An den Außenminister hat appelliert. Und hat ganz viel appelliert, von allem einer Staaten. Begriffe wie Solidarität, Kooperation, Frieden, Werte, auf verschiedenen Konstruktionen wie Grundwerte oder Wertegemeinschaft waren zentrale Elemente fusioniert. Begriffe, die auch als Link wichtig sind, ja, ich gebe sogar so konstitutiv sind für als Konzeption für politischem Handeln. Und wir verfrohen uns, ob die letztebäuerische Außenpolitik denen Begriffe dann auch entspricht. Am Regierungsprogramm von 2013 steht dort so: Dans le monde nouveau en émergence, le Luxembourg adapte son action internationale à la fois pour défendre ses propres intérêts et agir pour un ordre international mieux régulé et plus juste. Et schenkt, wenn in den Satz liest, wie wenn es eine perfekte Komplementarität zwischen unseren eigenen Interessen, was auch immer das ist, an einer gerechter, mehr regulierter Welt gibt. Die Komplementarität wird auch vielleicht gehen, wenn man einer Interessen, die langfristig, human, sozial und ökologisch Interessen von den Lützebäuer Gäfe verstehen, weil es eigentlich dieselben Interessen von den Menschen überall auf der Welt müsste sein. Vielleicht wird die Komplementarität auch noch gehen, wenn dem Herr Asselburg seine Konvictionen und Werte, die er gestern hier viel gedrohen hat, auch gegen so gelieft gehen. Wir mengen, dass die Realität leider eine andere ist. Weil wenn wir uns die Lützebäuer Außenpolitik angucken, mengen wir, dass wir sie an ihrer Integralität angucken müssen. Aber wir merken dann, dass das Außenminister bei weitem nicht den einzigen Akteur ist. Neben anderen Ministerien, wie zum Beispiel dem Finanz- oder dem Wirtschaftsminister, die an dem Domain Schengen Egellieven teilweise zu feiern, sind doch noch ein solchen Wirtschaftslobbyen, die nach außen hin Politik von Lützeburg gestalten. Aber bei all den Akteuren als de Constat klar, es ging an allererster Linie kurzfristig wirtschaftlich Interesse verdedigt, mit zu Lützeburg unterstützt Finanzplatz. An das kurzfristig finanziell Interessen stehen unserer Meinung nur eine Kontradiktion mit einer gerechter, geregelter Weltordnung. An das kurzfristig Interessen primären aber ganz klar über die anderen Interessen. Herr Präsident, nicht mehr spät wie vorgestern war der Ökonomieminister Etienne Schneider auf Visit an der Türkei mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Relationen zu pflegen und auszubauen. Während den Herr Asselborn mit berechtigten Forderungen nur Demokratie, Frieden und Anhältung von Menschenrechten durch die Welt reist, gibt hunderte moralischen Appeller knallhart Wirtschaftspolitik gemäht. Während der Außenminister gestern hier in der Chambre begrüßt hat, dass die EU die finanzielle Unterstützung von der Türkei am Kader von den Beitrittsverhandlungen zurückfeiert, geht Bosporus Business gemäht. Und das ist nicht recht hinter gestern oder vorgestern so. Hinter der brutalen Niederschlägung von der Gezi-Park-Protestbewegung am Jahr 2013 an der permanenter Verschlimmerung bei der Missachtung von den demokratischen Prinzipien an den Menschenrechten seitdem geht ein Échange ungesteuert weiter. Für die Letzte gab es so eine bilaterale Entrevue am September 2016, 3 Monate nur dem kompletten Amoklauf vom Präsident Erdogan. Auch hier gab den türkischen Vizepremier als echt vom Herrn Schneider empfangen, für über Business zu schwätzen. Dono recht, guten Herr Asselborn einkehrt Gelegenheit, für ihm an Gewissen zu reden. Ein anderes Beispiel sind die jahrelang geheeschten und gepflegten wirtschaftlichen Relationen zu den Arabischen Emiraten, dem Katar oder Saudi-Arabien, die mit zu den Hauptfinanzieren vom radikalen Islamismus gehören und die auch mit Ursache sind, für was Millionen Menschen aus der arabischen Welt auf der Flucht sind. Aber hier sind wir am Israel-Palästina-Konflikt. Hier in der Chambre sieht der Außenminister zu Recht, dass Israel am Gang ist, 2-Staaten-Lösung zu torpedieren und eine Ein-Staats-Realität aus Gewalt und Okkupation zu schaffen. Und da vermengen wir auch, ähnlich wie der Claude Adam das gesagt hat, dass es höchste Zeit ist, dass effektiv die Anerkennung vom Staat Palästina von der lützebäuerischen Regierung geschieht, so wie die Motion dadurch gefordert wird.
mit Troas, was sieht dann oder was mischt als ein Premierminister? Den schwätzt nicht dazu. Die schafft Fakten. Und zwar ein refonsiert wirtschaftlich zusammenerbecht mit dem Okkupator. Herr Präsident, Durchsetzung von ökonomischen Interessen als irrwichten Grundsatz von der Lützeburger Politik findet sich auch an der neuen wirtschaftlichen Promotionsstrategie, die der Wirtschaftsminister für ein paar Wochen vorgestellt wird. Dass außenwirtschaftliche Beziehungen ein Teil von der Außenpolitik sind und dass an dem Kontext eine Strategie entwickelt wird, stelle mir nicht froh. Was mir aber bedenklich fanden ist, als Fehlen von all Verweis, von all Kriterien an dieser Strategie auf demokratische, rechtsstaatliche Prinzipien, auf Menschenrechte, auf Rücksicht, auf Umwelt und Klimaschutz. Die Begriffe tauchen an der Strategie nicht auf. Am Gegenteil, an der Strategie geht sogar die Kooperationspolitik dem ökonomischen Imperativ in den Wurf. Die soll nämlich als ein Zuchtreservoir gesehen für Kontakte und Opportunitäten für ökonomische Aktivitäten zu developieren. Das ist aber ganz weit weg von Begriffen wie Solidarität und Kooperation. Und noch Diplomatie oder Teile von der Diplomatie selber sind am Dienst vom Wirtschaftsstandort. Zum Beispiel auch Russland. Da hat Lützeburg neben der Ambassade 4 Honorarkonsuler. Die meisten von denen sind Milliardären. Und einer von ihnen bleibt. Ich wollte auf den Dirigent zurückkommen. Den Dirigent, die Musiker, den da genannt wird, als bekannten Dirigent, effektiven, als Geschäftsmann, und als verwandten Putin-Unhänger, den die völkerrechtswidrig russische Annexion unterstützt und so auch schon mehr wie einmal durch die internationale Presse auf sich aufmerksam gemacht wird. Für kurzem hat er ein Konzert zu Palmyra gehen, für die Assad-Truppen zu feiern. Herselborn, wenn es um Kohärenz von Außenpolitik geht, meine ich, dass den Honorarkonsul do den Gegenteil vertritt, was die Lützeburger Außenpolitik eigentlich will machen. Herr Präsident, wie ich schon anfangs gesagt habe, wenn die Lützeburger Regierung quasi exklusiv die kurzfristige ökonomische Interessen vom Land verteidigt, dann ist es nicht kohärent mit einer gerechten und geregelten Weltordnung, und schon gar nicht mit nachhaltiger Entwicklung. Das ist sogar ganz oft eine Kontradiktion mit den Zielen und damit auch mit den langfristigen Interessen von den Leuten hier am Land. Als Regierung und natürlich auch die Viergängerregierungen unterstützen ein Finanz- und Wirtschaftsmodell, die bewiesenermaßen am großen Stil Inegalitäten schafft. Inegalitäten zwischen Ländern und Regionen, aber auch Inegalitäten zwischen den Menschen innerhalb von den Ländern. Das ist ein Modell, den auch Umwelt zerstört, nicht nur im Klima mehr als natürlich Ressourcen ausbeut. Aber wenn man aber die Lebensbedingungen und die Lebensgrundlagen von Millionen von Leuten mit helfen zu degradieren, da fällt das früher oder später bei uns zurück. Konflikte, politische Instabilität, Fanatismus und Unterdrückung sind Konsequenzen davon. Und die aktuell dramatische Migrationswelle ist bedenklicherweise wahrscheinlich schon ein Vierspiel davon. Ein großen Teil von den Multinationalen, denen hier Finanzierung wird, Investmentfonds, die von den Hauptpilier von unserer Ökonomie ist, sorgen draußen an der Welt für ganz viel Misere. Von Menschenrechtsverletzungen, Exploitation von den Erde oder Umweltzerstörung sind kein vereinzelt Phänomene und Probleme mehr. Aber wenn man den Multinationalen an denen Ultrareichen dann noch nach helfen, ob legal oder auch einst so ein bisschen legal Manier hier Steuerlast zu minimisieren, da sind wir direkt mit responsabel unter Degradation von der Lebensbedingungen von Leuten. Denn der Außenminister sagt gestern im Kontext von der Flüchtlingskrise, wir müssten mehr Solidarität mit Griechenland beweisen. Wir mengen das als Link auch. Wir haben froh, aber wo die Solidarität mit Griechenland für uns 2 Jahre war, wo am Eurogruppe Griechenland niedergemacht ist. Waren wir auf der Seite von denen, die europäische Solidarität verteidigt haben, oder bei denen, die griechische Volk am Interesse von den großen Banken blutegelos wird. Und ich freue mich, was die Regierung da sieht zu denen inakzeptablen, xenophoben und chauvinistischen Aussagen von einem Herr Dijsselbloem, den Lohnach an einem Interview mit der FAZ gemeint hat, die europäischen Südländer könnten nicht die ganze Zeit Alkohol trinken, an Jesuren auf Frauen investieren und dann auch noch von uns
Sue frohen. Da das de Geesteszustand vun engem Deel vun der Feierung vun Europa an das Ausdruck vun enger Krise, die wesentlich méi was a méi weit geht wie d Schuldenkrise. Herr Präsident, egen Nutz gesimmer woch beim Brexit. Vierdergringnech ënnerstreicht Regierung seg Solidarität mat de 27 erweist sich besuercht iwwer den Impact op d'Union. Hannerte Kulissen gëtt awer scho fleissig manövriert, och ze Summe am britische Kapital fir méigest grost Steck vum Kuch ze kreien. D'Regierung, die Lützebäuerch an den Herr Außenminister as auch sehr Plan fir einer Memberländer uneuropäisch Verhalen 40 geheien. Dacks zu recht. Wann der Herr Außenminister Derive vu Munchen osteuropäische Länder uprangert, dann hueten dobei eis voll Unterstützung. Me Lützeburg selber as ke Musterschüler an Europa. Weil war das méi uneuropäisch wie eng Fiskalpolitik zu betreiben, die als Partnerländer systematisch zuen aus der Staatskäse zieht. Weil wat ernstcht war die Steuerreform, die Gewinnsteuern, die Steuern op de Beneficer ruf gesagt wird. Und dummer der mam Argument für mehr Kapitaler, mehr Entreprisen op Lützeburg zu zeieren. Und noch der CSV hast du gedacht, noch nicht weit genug gegangen. Solange Lützeburg de Motto als vun enger geckischer Kurs nur innen, wat Gewinnsteuern ugeht. Solange den dominierende wirtschaftspolitische Paradigma die von der Kompetitivität auf von der Konkurrenz aus, solange sie Begriffe wie Kooperation, Solidarität, am besten Fall Wunschdenken, am schlimmsten Fall Zynismus. Ein weiteres Beispiel als Verteidigungspolitik. Die Abrüstung von der NATO als keine Necessität für als Sicherheit. Das Budget von der NATO ist lo schon immer Vielfaches mehr groß wie die von den potenziellen Menassen. Apropos Menassen oder den Enemy, wie ihn hecht. Wie ist das dann? Hast du mal da dem Putin sei Russland gemengt? Also, dat Russland, wo Lützeburg ein belligranten Dirigent als Honorarkonsul sitzen huet. Die wahnsinnige Erhebung von der Verteidigungsausgaben erschüsst eng Necessität für die Rüstungsindustrie. Herr Präsident, an der Kooperationspolitik geht im Parlament ganz tags über Kohärenz von Politik geschwärzt. Ich meine, dass wir auch müssen an Sachen Außenpolitik generell über Kohärenz von Politik schwätzen. Weil wir haben den Eindruck, dass der Kern von der Lützeburger Außenpolitik nicht am Außenminister gemacht wird, mir auf ganz andere Plätze. An diese Politik provoziert Evenemente und Entwicklungen, denen den Außenminister sogar mit den besten Absichten, die ihn hat, just nach Hannen laufen kann, wie ein plagische Pomsche an den Pyroman. Schlussendlich als Diplomatie just der beschäftigt, Symptome zu gerieren, an eng Fassade oprecht zu halten, Fakten schaffen anderer. Der wurde gestern an der Deklaration vom Außenminister auch gemerkt. Flüchtlingskrise, Populismus, Trump, Brexit, Syrien, Fanatismus und Migration. Das alles sind Symptome von einer Fehlentwicklung, die viel mehr tief greift und in der Land nicht ganz unschuldig ist. An irgendwann kriegen wir diese Symptome und Phänomene nicht mehr geriert, weil sie Ausmusun holen, die nicht mehr gerabel ist. Die ökonomische Promotion kann durchaus legitim sein, da gehört sicher zur Außenpolitik von allen Ländern dabei. Mir das ein Froh vom Inhalt, von der Verhältnismäßigkeit, und vor allem, wie ein Ziel schlussendlich primieren. Zentral muss froh sein, wie Politik sich auf andere Länder, Regionen und Populationen auswirkt. Wenn wir das in verlieren, so wie das am Ende der Fall ist, dann geht die Situation mit Sicherheit nicht besser. Herr Präsident, den Herr Außenminister hat gestern zum Schluss von seiner Rede, wie gesagt, Franz Kafka zitiert. Ich will ihm just so, dass wir aufpassen müssen, wenn wir so viel fuhren wie bislo, dass wir nicht enges Staats, Neues, Werkrecht gehen wie der Gregor Samsa, rückleihend an nicht mehr kapabel euch selber zu bewegen. Als Linke will ich aber nicht mal Franz Kafka abhellen, mit dem Bertolt Brecht, den seinem Gesicht an die Nachgeborenen auch die Deichter Zeiten beschreibt von der ersten Halbzeit vom 20. Jahrhundert. Hält aber sein Gedicht ab mit einer politischer Perspektive.
die bisschen ungewinnt ist, nämlich steht, dass ihr seht, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. Ein Helfer. Kein Freund, kein Lover, ein Helfer. A genau das, meine ich, geht auch unserem Land ganz gut zu Gesicht stehen. Merci. Ja. Merci auch dem Herrn Baum, letzter Redner, als den Herr Yves Kruchten.